Hallo und herzlich willkommen bei Ein Licht in der Dunkelheit. Wir wollen unser Studium über das Heiligtum fortsetzen und ich freue mich, dass du daran teilnimmst. Also legen wir los. Heute schauen wir uns den Räucheraltar an. Dieser befand sich mit dem Schaubrottisch und dem goldenen Leuchter im Heiligen. Wie wir bereits gesehen haben, musste man, bevor man das Heilige betreten konnte, sich zuerst beim Waschbecken waschen, was ein Symbol für die Taufe ist. Denn nur der Priester hatte Zugang zum Heiligen und durch Christus sind wir ebenfalls zu Priestern geworden. Denn, wie wir in Offenbarung 5, Vers 10 lesen können, hat er uns zu Priestern gemacht. Kommen wir nun zum Räucheraltar. In 2. Mose 30 in den Versen 1 bis 10 finden wir die ganze Beschreibung, wie dieser Räucheraltar aussehen und aus was er gemacht werden sollte und natürlich was sein Zweck war. Hier wird er uns also bis ins Detail beschrieben, wie zum Beispiel, dass er aus Akazienholz gemacht werden sollte, dass es ein Altar sein sollte, mit reinem Gold überzogen, der 2 Ringe hat, Hörner, vor dem Vorhang steht und dass auf ihm wohlriechendes Räucherwerk geräuchert werden sollte, jeden Morgen und zur Abendzeit. Es durfte kein fremdes Räucherwerk darauf geräuchert werden. Und zur Sühne. Wie wir nun bereits wissen, war dieses Heiligtum, welches Mose gebaut hat, ein Abbild von dem Himmlischen. Es war nur eine Kopie von der wahrhaftigen Stiftshütte im Himmel. Und das ist etwas, wie wir sehen können, das auch immer wieder erwähnt wird, wie beispielsweise hier in 2. Mose 26, Vers 30, wo es heißt: So sollst du die Wohnung errichten nach der Weise, wie du es auf dem Berg gesehen hast. Das irdische Heiligtum war eine Kopie vom himmlischen Heiligtum. Es war lediglich ein Abbild von dem himmlischen. Wo in der Bibel finden wir also einen Text, der uns zeigt, dass es im Himmel einen solchen Räucheraltar gibt? Wenn wir zur Offenbarung 8, Vers 3 bis 4 gehen, so wird dort von einem goldenen Räucherfass gesprochen, auf dem viel Räucherwerk gegeben wurde, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Das Buch der Offenbarung bestätigt uns hier, dass es im Himmel vor dem Thron Gottes auch einen goldenen Räucheraltar gibt. Denn dieser goldene Altar, der vor dem Thron Gottes steht, ist der Räucheraltar. Und in Offenbarung 1, Vers 12 und 13 sehen wir auch, dass unser Hohepriester Jesus Christus in diesem Heiligtum ist. Wenn wir also den Typus kennen, werden wir auch den Antitypus verstehen. Lasst uns also herausfinden, was der Zweck des Räucheraltars war, um dann auch seinen Antitypus besser verstehen zu können. Gehen wir dazu ins Lukas-Evangelium und dort in das 1. Kapitel. In Vers 10 lesen wir, dass sich das ganze Volk zum Gebet versammelt hatte, während der Priester im Heiligen beim Räucheraltar war. Und was wir hier bereits sehen können ist, dass die Stunde des Räucherns zum Zweck des Gebets diente. Psalm 141, Vers 2 macht uns dies auch nochmal ganz deutlich, denn dort lesen wir: Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. Wir sehen also, dass der Räucheraltar ein Symbol für das Gebet ist. Deshalb spricht Offenbarung 5, Vers 8 auch von dem Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und mit den Heiligen sind all die Gläubigen gemeint, die zu Gott beten. Die Bibel spricht auch davon, dass wir nicht wissen, was wir beten sollen und wie sich's gebührt. Es ist aber der Heilige Geist, der uns hilft. Deswegen braucht es auch dieses Räucherwerk, denn das Gebet ist etwas sehr Wichtiges für den Gläubigen. Und noch etwas: Dieser Räucheraltar
war ja mit Gold überzogen. Und für was steht Gold in der Bibel? 1. Petrus 1, Vers 7 vergleicht Gold mit dem Glauben. Genauso wie dieser Räucheraltar also mit Gold überzogen war, so gehört zum Gebet auch der Glauben. Vielen ist gar nicht bewusst, dass Gott auf Gebet allein nicht antwortet. Er antwortet aber auf deren Glauben, der mit ihrem Gebet verbunden ist. Glaube und Gebet gehören zusammen. Denn Jesus hat nie gesagt, dass dein Gebet dich gerettet hat, aber dein Glaube hat dich gerettet. Wir haben Gebet nötig, jedoch Gebet begleitet vom Glauben. Wenn wir weitergehen, sehen wir auch, dass dieser Räucheraltar Hörner haben sollte. Und wir haben bereits in dieser Serie zum Studium über das Heiligtum die Bedeutung der Hörner studiert. Wir lasen dazu 1. Könige 1, Vers 50 bis 51, wo wir gesehen haben, als Adonia sich vor Salomo fürchtete, er hinging und sich an die Hörner des Altars festhielt. Aber auch 1. Könige 2, Vers 28, wo Joab ebenfalls dasselbe tat. Was also symbolisieren diese Hörner am Räucheraltar? Sie stehen für den Schutz, den wir von Gott haben. Denn er möchte nicht nur, dass wir im Glauben unsere Gebete nach oben vor seinen Gnadenthron bringen, sondern wir dürfen uns auch dessen bewusst sein, dass er derjenige ist, der uns beschützt. Deswegen muss unser Gebet auch mit dem Glauben verbunden sein, damit es Wohlgefallen hat bei Gott. Jedes Mal, wenn wir also beten und es im Namen Jesu tun, dann gibt es unserem Gebet auch diesen Wohlgeruch, dieses wohlriechende Räucherwerk, welches zum Himmel aufsteigt. Der Räucheraltar, können wir also abschließend sagen, steht für das Gebet und macht uns aber auch den Mittlerdienst Christi bewusst. Denn wir sprechen unsere Gebete in seinem Namen und er bringt unsere Gebete vor den Vater. Sind wir uns der Wichtigkeit des Gebets eigentlich bewusst? Gott sucht Männer und Frauen, die nicht nur für sich beten, sondern auch für andere. So wie Christus als unser himmlischer Hohepriester vor Gott für uns einsteht und unsere Gebete vor ihn bringt, so können auch wir in unseren Fürbittegebeten für andere einstehen. Ich darf immer wieder aufs Neue erfahren, was für ein wertvolles und kostbares Privileg es ist, für andere zu beten. Und im Besonderen für solche Menschen, die es nicht für sich selber tun würden oder können, weil sie sich dessen gar nicht bewusst sind oder einfach zu sehr in der Welt gefangen sind. Der Räucheraltar zeigt uns also, dass das Gebet für einen Gläubigen von entscheidender Bedeutung ist. Und wie bereits gesagt, steht dieser Räucheraltar auch für den Mittlerdienst Christi als unser wahrer Hohepriester. Er legt Fürsprache für uns ein beim Vater. Und deshalb können wir uns freuen, denn wie wir in Hebräer 7, Vers 25 und 26 lesen können, haben wir einen solchen Hohepriester, der für uns eintritt im himmlischen Heiligtum. Kann es vielleicht sein, dass du das Gebet mit Gott vernachlässigt hast? So möchte dir Gott durch diesen Räucheraltar wieder zeigen, dich lehren, wie du zu ihm beten kannst. Genauso wie auch Christus seine Jünger gelehrt hat, wie man beten soll. Oder hast du ein Gebetsanliegen und möchtest, dass jemand für dich betet? Dann schreib uns doch ganz einfach. Ich wünsche dir Gottes Segen und bis zum nächsten Mal, wenn wir unser Studium über das Heiligtum fortsetzen werden.